Starten möchte ich mit dem. Namen, die sind ja bekanntlicherweise bedeutungsvoll. Weil sie geben einem Identität. Sie sagen etwas über einen aus. Entweder ganz individuell oder dann auch so ein bisschen zum Clan oder Tribe, zu der Gruppe, wo man dazugehört. Und wir kennen das ja alle, weil jede Person hat einen Namen. Den muss man ja schon ganz früh festlegen. Das ist etwas vom Ersten, was man machen muss, wenn man ein Kind bekommt, ist sagen, wie heisst denn das? In Finnland ist das anders, by the way. Die können sich Zeit lassen. Mehrere Monate. Und das Kind kennenlernen, das hat einen Kosenamen in dieser Zeit und dann gibt man den Namen. Ist noch cool. Dann kannst du die Persönlichkeit ein bisschen kennenlernen und zuerst heisst es einfach Baby oder wie man dem halt so sagt. Genau. Kleine Randnotiz schon ab vom Konzept, aber wie auch immer. Namen haben wir alle und kannst du dich halt mal selber fragen, was sagt dein Name aus? Hast du ihn gern? Hast du positive oder negative Erfahrungen damit? Weil die Namen, die werden manchmal dann hochgelobt, wow, so ein schöner Name. Aber sie können ja auch verhunzt werden. So im Militär war bei mir dann der Weberkleber, war so einer. Ja, habe ich nicht so cool gefunden. Und eben, wie gesagt, wenn man dann den eigenen Kind Namen geben muss oder darf Namen geben, dann ist ja die nächste Herausforderung. Wie macht man das? Bei unseren Kindern, die haben je 2 Namen. Und gerade die zweiten sind uns wichtig gewesen. Die sind bedeutungsstark. Unser erster Sohn heisst Samuel zum zweiten Namen. Das heisst, Gott hat gehört. Das steht über sein Leben. Ist auch eine Erhörung von Gott. Und der zweite heisst Frederik. Das heisst Friedensfürst. Und es ist unser Gebet über ihn, dass er ein Friedensträger ist in die Welt raus. Wir haben die Namen spezifisch gewählt. Sie gefallen uns, aber sie haben auch eine Bedeutung. Es soll eine Zusage sein, ein Ausdruck von unserem Glauben über ihrem Leben. Was steht über deinem Leben? Und was für einen Namen will Gott dir geben? Machen einen Szenenwechsel. Und wir tauchen in die Geschichte. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Wir reisen etwa 2880 Jahre in die Vergangenheit. Etwa ins Jahr 860 vor Christus. Und damals hat ein König mit dem Namen Ahab regiert. Wenn ich richtig nachgeforscht habe, Ahab hat auch eine Bedeutung. Ich glaube, es heisst irgendwie Vaterbruder. Vaterbruder. Lustiger Name. Wie auch immer. Wir lesen, wenn er eingeleitet wird in der Geschichte. Ich habe euch da den Bibeltext gerade auf dem Screen dabei. Auch Ahab tat, was dem Herrn missfiel. Noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, dem Sohn von Nebat, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Edbals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Außerdem ließ er einen Pfahl aufstellen, welcher der Göttin Aschera geweiht war. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israel, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Das ist die Einleitung zum Ahab, dem König. Und was man, glaube ich, sagen kann, ist, das Land, das Nordreich Israel, ist unter dem Ahab an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Das ist etwas das Tiefste, was du erreichen kannst. Er wird uns sehr, sehr negativ beschrieben. Der Vergleich mit dem Jerobeam ist triftig. Er soll uns sagen, absolute Gottlosigkeit hat geherrscht im Land. Der Jerobeam war nämlich der, der, Achtung, goldige Kälber aufstellen lassen hat in den Heiligtümern. Und der Ahab scheint an dem festgehabt zu haben, das weitergezogen zu haben. Ja, noch mehr, er hat die sidonische Prinzessin geheiratet, aus dem phönizischen Grossreich, die Isabel. Das ist sicher gewieft gewesen, politisch. Das ist immer gut, wenn die so verschwäger ist mit den Nachbarn. Ja, das gibt halt Stabilität. Die Religion ist ihm, glaube ich, nicht so wichtig gewesen, weil er hat dann gesagt, komm, den Gott nehmen wir auch mit, den Gott Baal von dort, und das wird einer von unseren Staatsgöttern, und man hat den Heiligtümer aufgestellt. Und gell, jetzt ist es halt gerade wieder mal so, wie es so oft ist, wenn wir die Bibel lesen. Wir kennen ja das, gerade in diesen Büchern von den Königen, wo einer nach dem anderen von diesen Königen wird uns sehr negativ dargestellt. Und es ist so ein bisschen, wir lesen drüber und ja klar, und das ist halt so gewesen, und es war einmal vor langer, langer Zeit. Aber wir müssen uns schon mal bewusst werden, wie heftig das ist. Das ist absolut eine verrückte Tatsache, was da uns beschrieben wird. Wo das Volk
ausgezogen ist aus Ägypten. Wir haben eine Serie über das im letzten Herbst, Exodus. Dort hat Gott gesagt, ihr sollt mein Volk sein, ich möchte euer Gott sein. Und er hat ein Gebot gegeben. Und das Erste, was er ihnen gesagt hat, ist, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland befreit hat. Ich bin der für euch schaut. Ich bin der für euch da ist. Und darum sollt ihr keine andere Götter neben mir haben. Und was uns da Kapitel später beschrieben wird, Jahre später, ist genau das. Das goldige Kalb ist sogar im Heiligtum in Israel. Das ist heftig. Das ist eine absolut gottlose Zeit, die uns da beschrieben wird. Und dann passiert etwas. Etwas Plötzliches. Eine Figur taucht auf dem Spielfeld aus, völlig unerwartet. Wir tauchen auch zusammen in diesen Text. Da heißt es, der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zum König Ahab, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Aus dem Nichts taucht die Figur auf. Er wird nicht angekündigt, er wird nicht vorgestellt, es heisst nicht, er ist der Sohn von dem und diesem jenem gewesen. Es heisst nicht, dass er ein Prophet ist. Nichts deutet darauf hin. Plötzlich ist er da. Und ohne dass Gott zu ihm redet und ihm sagt, was er tun soll, redet er zum König. Dass es keine Niederschläge mehr geben soll, dass es nicht mehr regnen soll, dass eine Dürre werde kommen. Wenn so überraschende Sachen passieren in einem Text, dann ist das ein Hinweis, Achtung, aufpassen, was läuft da ab? Es soll uns Fragen aufwerfen. Wer ist das? Was macht der? Warum kommt der so plötzlich und taucht einfach auf? Und ehrlich, wir wissen sehr wenig über den Elia. Es wird nicht so viel über ihn berichtet. Es heisst, er ist der Tischbeter, der Winterthurer, der Tischbeter. Und wir wissen nicht viel mehr als das. Was auch sichtbar wird, ist, meistens ist er als Einzelfigur unterwegs. Also er scheint ein Einzelprophet zu sein. Es heisst nichts über seinen Beruf, den er hätte. Das steht bei den einen Propheten so schon auch. Er scheint also kein fixes Einkommen gehabt zu haben. Er war möglicherweise Reisender gewesen. Es wird uns an einer Stelle noch beschrieben, dass er sich speziell gekleidet hat. Mehr wissen wir eigentlich nicht. Aber etwas fällt auf und das ist sein Name. Weil Namen, die haben bekanntlicherweise Bedeutung. Und sein Name heisst, ganz simpel und einfach, mein Gott ist Jahwe. Bam. Namen haben Bedeutung. Und Namen sagen etwas aus. Und Namen repräsentieren etwas. Und eigentlich können wir jetzt die Predigt hier beenden. Mitten in die gottloseste Zeit kommt ein Mann, der heisst, mein Gott ist Jahwe. Der Name ist Programm und er verkörpert eigentlich auch den Grundauftrag von Elia und von allen anderen Propheten, die wir im Alten Testament davon lesen. Die Propheten haben in erster Linie einen Auftrag gehabt. Ja, sie haben oft in bildhafter Sprache geredet und sie haben oft Botschaften von Gott übermittelt und wir denken etwa, es ging dabei nur um die Zukunft, aber in erster Linie ist es eigentlich viel mehr ums Jetzt gegangen. Und es ist immer darum gegangen, Menschen zurückzuweisen und zu erinnern an Gott und an Gesetz von Gott. Und dass da einer ist, der gesagt hat, ich möchte euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und genau das sagt dem Elia seinen Namen aus. Mein Gott ist Jahwe. Er ist ein Hinweiser auf Jahwe. Und speziell ist eben sein absolut plötzliches Auftreten. Also nichts eingeleitet. Er ist einfach da, kommt und sagt, es kommt eine Dürre. Ich glaube, auch das kann uns etwas sagen. Oder sogar mehrere Sachen. Dass er so plötzlich kommt, kann uns zeigen, schau, wenn es gottlose Zeiten gibt, Gott kann jederzeit einfach auf den Plan treten. Plötzlich ist er da. Er braucht Menschen. Und er steht mit drin. Vielleicht könnte man sagen, so schnell wird man Gott nicht los. Und das Zweite, der Elia ist sicher auch ein Kontrastpunkt. Eine kleine Provokation als ganze System Ahab, wo da ist. Und ja, man kann sagen, die von Gott beauftragt sind, die fallen meistens auf. In ihrem ganzen Wesen. In dem Fall von Elia ist sein Name. Weil sie haben eine andere Botschaft als der religiöse Mainstream, als der gesellschaftliche Mainstream.
Sie fallen auf. Und ich glaube, wir können da schon eine erste so Atempause machen und uns für unser Leben überlegen, was das heisst. Gottes Wirkkraft ist vielleicht nicht immer gerade sichtbar. In deiner Welt, in deinem Leben, dort, wo du gerade bist, um dich herum. Aber Gott kann jederzeit eingreifen. Und auch gerade wenn du das Gefühl hast, dass du in einem Umfeld lebst, wo sich niemand um Gott kümmert oder um alles andere oder um alle anderen Arten von Göttern. Vielleicht müsste man sagen, in Zeiten, wo man vieles anderes auch verehrt, wie zum Beispiel Geld, Macht, Einfluss, Stärke. Ich meine, das sind die dominierenden Wörter der heutigen Weltlage. Und manchmal hat man das Gefühl, dass die Welt darum auch Kopf steht. Und man fragt sich, wo ist Gott in all dem? Aber Jahwe kann jederzeit eingreifen. Jahwe kann auf den Plan treten. Für mich ist das ein enorm tröstender Gedanke und ich hoffe für dich auch. Und dann eine zweite Frage, die wir daraus herausnehmen können. Hey, du hast auch einen Namen. Und vielleicht haben dir deine Eltern irgendeinen gegeben, aber Gott hat auch einen Namen für dich. Und du bist in dem Sinn auch berufen, in dein Umfeld mit deinem Namen für etwas zu stehen. Der Name steht da symbolhaft für dein ganze Sein und Tun. Welchen Namen trägst du? Möchte Gott dich in deinem Umfeld brauchen? Mit deinem ganzen Sein auf etwas hinweisen. Der Elia ist genau so gebraucht worden. Und dann lesen wir weiter in der Geschichte, um was passiert. Auf das plötzliche Erscheinen von Elia folgt dann tatsächlich das Eintreten von dieser angekündigten Dürre. Und in der Fachsprache sagt man dann in diesen 2 Kapitel 17 und 18 die sogenannte Dürrekomposition, weil es eine Komposition ist von Texten, von Ereignissen, die während dieser Dürre stattfinden. Ich möchte euch mitnehmen, was wir dann lesen. Wir lesen dort nämlich, dass Gott dann doch noch zum Elia redet. Spannenderweise aber nicht mit einem Wort für andere, sondern mit einem Wort direkt an Elia. Danach befahl der Herr, Jahwe, immer wenn Herr groß steht, Jahwe, Elia, du musst fort von hier. Das ist der Auftrag. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Das war ein Ostzufluss vom Jordan. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Trinken kannst du aus dem Bach. Es ist ein zweifaches Wort an Elia. Das erste ist das, eigentlich vom Schutz, von der Warnung, hey, versteck dich, es ist jetzt wichtig, dass du weggehst. Ich möchte dich schützen, ich führe dich an einen Ort, wo du geschützt bist. Und dann auch gerade von der Versorgung. Ich will schauen, dass du genug hast. Nahrung und zu trinken. Und genau so kommt es, und im Vers 6 heißt es dann, morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Elia musste flüchten. Wieso? Weil er eine Provokation für die Palastelite dargestellt hat. Es ist gefährlich geworden. Er hat etwas angekündigt und ja, es hat sich angedeutet, dass das kommt und somit hat er gehen. Nachdem er flüchten musste, weil er einfach eine Provokation war, kommt nachher die richtige Herausforderung. Und zwar, dass seine Ankündigung wahr wird. Es ist trocken geworden und auch ihn hat das betroffen. Und so heißt es dann im Vers 7, nach einiger Zeit vertrocknete der Bach. Denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Also, in den Osten gezogen und jetzt auch dort geht das Wasser aus. Und es ist spannend, dass jetzt eine Wiederholung kommt. Weil auch jetzt redet Gott wieder zu ihm. Und wieder ist das Wort von der Versorgung und eines von der Weisung, was er machen soll. Wir lesen das miteinander. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien, in die Stadt Zarpat und bleibe dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Und genau diese Versorgung erlebt dann Elia durch die Witwe. Das ist eine grosse Geschichte und die beinhaltet mega viel. Ausgerechnet eine Witwe soll für ihn schauen. Die Witwen sind ziemlich tief in der Nahrungskette gestanden. Sie haben keinen Versorger zu Hause gehabt, der geschaut hat, dass sie Essen haben. Wir wissen von dieser Witwe auch, dass sie einen Sohn hatte. Und ehrlich gesagt hat sie selber nichts gehabt. Sie ist selber an der Existenzgrenze gestanden. Das wird uns in der Geschichte dann klar. Und sie drückt das auch aus. Sie hat gerade noch genug, um ein Brot zu machen für sich und ihren Sohn. Und somit ist die Herausforderung von Elia, wo er sich an sie wendet und sagt, gib mir zu trinken, sagt er zuerst. Und dann sagt er, bitte gib mir Essen, gib mir Brot.
ist auch ein riesiger Glaubenschallenge an sie. Sie hat eigentlich gar nichts gegeben und sie wird auf die Probe gestellt. Vertraut sie dem Prophet, lustigerweise hat er den Namen, mein Gott ist Jahwe. Vertraut sie dem und was er ihr sagt, dass es wird genug haben für sie, wenn sie für ihn schaut. Das ist eine Challenge. Und ja, sie wagt es tatsächlich. Jetzt, bevor wir genau schauen, wie denn das mit dieser Witwe kommt, noch so eine Hintergrundgeschichte, die da abläuft, die wunderschön ist. So wie eine Meta-Ebene, die drin spielt. Und dazu möchte ich euch eine Karte zeigen, die habe ich da vorne mitgebracht. Wo das Ganze nämlich sich abspielt. Wir sehen hier das Nordreich Israel, Samaria, angeschrieben. Und dann sieht man Kerit, ganz am rechten Ende, wo der orange Pfad anfängt. Das ist der Bach Krit, wo der Elia war, wo er versorgt worden ist mit Wasser. Und dann kommt der Ruf, er soll nach Zarpat. In der englischen Version der Karte heisst das Sarepta. Also nördlich, heutige Libanon, damals phönizisches Gebiet. Und ihr seht eigentlich einen Vorort von Sidon. Na, was war jetzt mit dem Sidon? Ja, genau. Die Prinzessin von denen hockt jetzt unten in Samaria bei Ahab und ist seine Frau. Und es heisst, sie hat ihren Gott, der von dort kommt, dort oben mitgebracht. Also, der Elia ist nicht einfach irgendwo angeführt worden. Nein, er ist ins Land vom Gott Baal geführt worden. Er ist eigentlich im Vorort von dieser Stadt Sidon daheim, also auf dem Hoheitsgebiet von Baal. Ganz spannend. Zarpat liegt wenige Kilometer südlich von Sidon. Und eigentlich kann man sagen, der Elia als Person, mein Gott ist Jahwe, hat er da wieder den Auftrag, dem Namen von Jahwe alle Ehre zu machen. Jahwe hat eine Dürre über Israel gebracht, wo ja der Baal importiert hat und denkt, der Baal schaut jetzt für sie. Und nachher geht Jahwe nach Phönizien, nach Zarpat und dort gibt es Versorgung. Im Reich vom Baal. Auf dem Boden vom Baal. Starke Kante, würde ich dem sagen. Während also der Baal, wo in Israel zu einem Staatsgott gemacht worden ist, gerade überhaupt nicht abgeliefert hat, wir müssen dazu noch wissen, der Baal ist der Wettergott und der Sturmgott gewesen. Das war seine Hauptaufgabe gewesen. Er ist verantwortlich für Tau, Regen und Schnee. Und somit für die Fruchtbarkeit vom Boden, wo schaut, dass die Menschen genug Nahrung haben. Also während der gerade überhaupt nicht abliefert in Israel, zeigt sich Jahwe auf dem phönizischen Gebiet mächtig. Der Elia erlebt Versorgung durch die Witwe, die mutig ist und teilt. Die Witwe erlebt Versorgung und das heisst, die Rohstoffe, die sie gebraucht hat, um das Brot zu backen, sind ihr nicht ausgegangen. Und gegen das Ende, wie immer in diesen Geschichten, gibt es natürlich auch so eine gewisse Dramaturgie, gibt es so einen dramatischen Peak, weil die Witwe hat einen Sohn und der stirbt ihr dann. Und dann ist so kurz oder, vor dem Ende, denkst du so, ja, jetzt läuft es doch noch schief. Weil sie kommt ins Zweifeln, sagt, also es kann doch nicht sein. Jetzt habe ich mich verlaufen, mein Gott ist Jahwe und habe dem Wort vertraut und jetzt kommt es nicht gut. Ich meine, es kommt richtig nicht gut. Tod. Letzte Woche von der Herren haben wir gehört, Tod ist tot. Und was passiert dann? Der Elia wird gebraucht im Namen von Jahwe. Er betet für den Bub von der Witwe. Und es heisst, es ist ein neues Leben eingehaucht worden. Weil Gott, Jahwe, ist der Gott vom Leben. Er ist nicht nur der Gott von der Versorgung. Er ist nicht nur der Gott, der die Nahrung wachsen lässt. Nein, er ist der, der Leben schaffen kann. Leben einhauchen. In your face, Baal, können wir heute sagen. Da hast du es. Deutsche Übersetzung ein bisschen anständiger. Unser Gott ist ein Gott vom Leben. Das steckt in dieser Geschichte. Und auch wenn für den Elia ist die Zeit ganz sicher nicht toll gewesen. Ich meine, heimatlos, umeinander geschickt, immer so das Leben auf Messers Schneide. Nie genug, nicht wissen, langt noch. Aber es zeigt auch, er hat einen mühsamen Auftrag gehabt. Er musste die Dürre ankündigen und er war treu gewesen. Und in dem hinein versorgt ihn Gott. In diesem schwierigen Auftrag. Und die Geschichte möchte sicher auch dir und mir das zurufen. Dort, wo wir herausgefordert sind in unserem Umfeld. Wo Gott dich und mich möchte brauchen, um in unserem Umfeld auszuatmen, auszusuchen. Dort wird er uns auch versorgen. Er wird schauen für uns. Mögen wir noch? Wir gehen noch ein bisschen weiter in der Geschichte. Und dort lassen wir es dann für heute auch gut sein und freuen uns auf die nächste Woche. Es geht dann eine Weile vorbei. Und wir kommen ins Kapitel 18. Und ich möchte dort mit euch eintauchen. Wochen und Monate vergingen. Nach mehr als 2 Jahren sagte der Herr zu Elia, also wieder das Wort von Gott.
Der Elia scheint die Sensibilität gehabt zu haben, das zu hören, zu hören, dem dann auch zu folgen. Geh jetzt und zeig dich Ahab. Ich will es wieder regnen lassen. Also ist klar, wer entscheidet, wenn es wieder regnet? Es ist Jahwe. Elia machte sich auf den Weg nach Samaria, wo die Menschen schwer unter der Hungersnot litten. Der Elia wird also gerufen, um sich um Ahab zu stellen. Der Elia soll zeigen, dass Jahwe der ist, der es regnen lassen kann. Und auch das Kapitel ist voll von Details, da können wir lange nicht auf alle eingehen. Darum gebe ich euch so einen Schnellabriss drüber und dann nehmen wir so ein Nugget raus, das wir auch an unser Leben anwenden wollen. Es gibt dann so ein Interlude, so eine Zwischenstory vom Palastvorsteher, vom Ahab. Das war ein Jude. Da könnt ihr selber lesen im Bibelleseplan und euch dort ein paar Gedanken machen. Auch eine spannende Figur. Obadiah heisst der. Den übergumpen wir einfach. Aber dann kommt Vers 16 im Kapitel 18 und dort heisst es, Elia stellt sich dem Ahab. Der Ahab und der Elia haben dann ein heftiges Wortgefecht. Weil das Erste, was der Ahab sagt, ist, ja, da kommt er ja, der die schuld ist für alles. He? Der mein Gott ist Jahwe. Der hat uns das alles eingebrockt. Und der Elia fährt ihm gerade übers Maul und sagt, kannst du gerade aufhören? Du weißt ganz genau, dass es du bist und dein Götzendienst, die schuld sind an dieser Misere, wo dein Land drin steckt. Er fordert dann den Ahab auf, zum Berg Karmel zu kommen. Ich möchte euch die Karte noch mal kurz zeigen, wenn wir die noch mal einblenden können. Die ist nämlich dort auch ersichtlich. Danke vielmals. Ihr seht in der Mitte, dort gerade so ein bisschen südlich von der Grenze der zwei Gebiete, der Berg Karmel. Und es ist dort, wo Elia sagt, komm an, Ahab, und bring noch ein paar Leute mit, nämlich all deine Balspriester, 450 Balspriester und 400 Aschera-Priester. Und lass auch das ganze Volk dort versammeln. Jetzt spannend ist, dass der Berg Karmel, das ist ein Begriff, hat man schon gehört, Karmel bedeutet Obstgarten oder Baumhain. Das ist auch so ein Lichtchen, das aufgehen kann, wenn wir lesen. Wir reden hier von einem Ort vom Wachstum, von der Frucht, von der Versorgung. Das braucht Regen, das braucht Leben. Und spannend ist auch, immer wenn so das Bild vom Garten kommt, dann ist es so eine Erinnerung an einen Ort, wo Gott mit den Menschen im Garten war. Garten Eden. Und allgemein der Berg ist der Ort, wo Gott den Menschen immer wieder begegnet. Durch die Geschichte durch. Wir werden das im Verlauf der Elia-Geschichte auch noch mal sehen. Also, auf dem Berg, oder? Es ist dort, wo Gott wird wirken, wo er sich wird zeigen. Dort sollen die alle zusammenkommen. Mit einem Ziel, lass uns einen Showdown machen, welcher Gott wirklich stärker ist. Elia sagt, ich opfere zu Jahwe und ihr könnt eurem Gott opfern. Und zwar machen wir es so, niemand macht das Feuer selber, sondern der Gott, der das Feuer für das Opfer selber bringt, der ist der Wahre. Dann werden wir sehen, wie es läuft. Die Balspriester fangen an. Und trotz ihrem Ritual, die gehen bis zu Selbstritzungen, bis zu Ekstase. Sie dauern den ganzen Tag an, es fällt kein Feuer vom Himmel. Wo dann danach der Elia zu Jahwe betet, kommt das Feuer und das Opfer wird in Brand gesetzt. Er hat den Altar aufgeschichtet und betet. Und dann kommt das Feuer vom Himmel. Und Jahwe zeigt sich als der Mächtige. Und kurz darauf kommt dann auch der Regen. Und das ganze Volk erkennt, dass der Herr allein Gott ist, heisst es im Vers 39. Das ganze Volk erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Das ist so der Schnellabriss. Und jetzt tauchen wir an einen Ort in dieser Geschichte. Wir haben heute viel gehört über den Elia und über die Witwe und über die Versorgung und über Jahwe. Und ich möchte jetzt bei diesem Teil die Frage stellen, ja, wo sind wir in dieser Geschichte, wenn wir sie so lesen? Und als ich das gemacht habe, habe ich gedacht, am meisten, am nächsten bin ich eigentlich bei dem Volk, wo gerufen wird am Berg zum Schauen. Ja, welcher Gott ist es? Ich möchte mit euch in diese Stelle eintauchen. Im Kapitel 18 ab Vers 19. Dort heisst es, der Elia sagt dem Ahab, sende Boten ins Land und lass alle Israeliten zu einer Volksversammlung auf den Karmel rufen. Also wir sind wieder bei dem Berg Karmel. Und alle Israeliten, alle, eine grosse Volksversammlung am Berg, weil sie müssen das sehen. Da befahl Ahab den Israeliten und allen Propheten, die er ja haben müssen, auf den Karmel zu kommen. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief, wie lange noch wollt ihr auf 2 Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Gehorcht. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm.
Stellen wir uns vor, auch, das könnten ja wir sein, die da zuschauen. Der Elia hat eine grosse Kritik. Er sagt, wie lange wollen wir noch auf 2 Hochzeiten tanzen? Ich bin über den Begriff auch gestolpert. Das ist ein heutiger Begriff, ist eine Redewendung, die wir kennen. Die macht uns Sinn, oder? Wir kennen das, auf 2 Hochzeiten tanzen. Ich denke, was steckt da dahinter? Das hebräische Wort dafür heisst hin und her schwanken. Auch hinken und fast im besten Fall hat man hüpfen. Wie lange wollen wir umeinander hüpfen? Dann ist mir etwas in den Sinn gekommen aus meiner Kindheit. Wer von euch hat alles 1, 2 oder 3 geschaut? Damit? Ja, mega viel. Das ist unsere Jugend. 1, 2 oder 3, letzte Chance. Vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Hin und her hüpfen. Hey, und am Ende, die Hoffnung für alle übersetzt es wunderschön. Wie lange wollt ihr noch auf 2 Hochzeiten tanzen? Und so ein bisschen, ja, mal schauen, ich bin nicht ganz sicher, vielleicht besser da. Oder ist es doch das 2 oder das 3 oder das 4? Hey, das ist die Frage, die uns die Geschichte auch stellt. Auf was vertrauen wir? Wie lange wollen wir noch auf 2 Hochzeiten tanzen? Und als Kontrast kommen dann in diesem Text andere Wörter. Nämlich, wenn es klar ist, wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Jetzt, da sehen wir wieder so ein bisschen die Grenzen von unseren Übersetzungen. Das Wörtchen gehorchen und dienen ist im Hebräischen das Gleiche. Also es ist einfach eine Gegenüberstellung, jetzt müsst ihr wählen. Und was steckt hinter dem? Habe ich wunderschön gefunden. Hebräisch steht da, wenn der Herr der wahre Gott ist, dann wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, dann wandelt ihm nach. Das Wort heisst wandeln, hinherlaufen, hineingehen. Oder in der Sprache vom Neuen Testament könnte man sagen, nachfolgen. Machen klar, nachfolgen, follow Jesus. Nachfolge. Das kannst du nicht, indem du auf 2 Hochzeiten tanzen und nicht genau weißt, wohin. Das ist eine klare Ausrichtung. Und der ganze Showdown am Karmel zeigt, es geht darum, klare Sachen zu machen. Das Tanzen auf 2 Hochzeiten bringt nichts. Und der Elia ruft den Menschen zu, ganz oder gar nicht. Und vielleicht ist es auch sein Ruf, den er heute Morgen auch uns stellen möchte. Wo der Text uns stellt, wo die Geschichte uns stellt, wo das Wort Gottes uns zuruft. Wo tanzen wir auf 2 Hochzeiten, mitten in unserer Welt? Auf welche Versorgungen hoffen wir? Vielleicht haben wir ja unser Portfolio auch so ein bisschen mit ein paar Ersatzhoffnungen diversifiziert, so würde es der Bankberater sagen. Weil es ist noch gut, weißt, nicht alles auf eins, so ein bisschen schauen, oder? Gerade in dieser wankelmütigen Welt. So für den Fall, dass der Gott doch nicht ganz haltet, was er verspricht. Vielleicht ist da der Ruf von Elia auch einer für uns heute, gerade in unser Leben. Ganz auf Gott zu vertrauen. Und sich ein bisschen zu fragen, ja, nicht gegen gute Verwalterschaft, aber auf alle welche Geldphilosophien und Maschen setze ich? Auf welche anderen Ersatzreligionen? Es kann anfangen bei sehr klarer Astrologie und weiss nicht was alles, bis hin zu so anderen Lifestyle-Sachen, wo ich mir irgendwie auch etwas daraus erhoffe. Ich glaube, eine gute Frage ist, sich zu fragen, setzen sie mich frei oder knechten sie mich? Oder in der Sprache von dem Text, bringen sie frisches Wasser oder bringen sie Dürre? Weil was die Geschichte uns zeigt, ist, dass Gott manchmal Dürre schickt, um zu zeigen, hey, ich bin da. Du bist auf dem Holzweg. Wenn du aktuelle Dürre erlebst, könnte sie daher kommen, dass du dich nicht auf die lebensspendenden Quellen verlässt. Die Geschichte von Elia sagt, fang an nachfolgen. Einem Herr hinanlaufen. Klar zu machen. Weil wenn wir so leben, hinterher wandelnd, dann sind wir auch ein Kontrast in dieser Welt. Dann sind wir ein Wohlgeruch. Vielleicht auch manchmal ein bisschen Provokation. Vielleicht auch manchmal so ein bisschen ein Fragezeichen. Was? Dein Gott ist Jahwe? Hä? Finde ich jetzt noch schräg. Es wird Reaktionen geben. Die Leute werden es wahrnehmen. Und Gott wird dich darin versorgen. Follow Jesus als Kontrastprogramm. Es passt natürlich auch zu unserem vergangenen Wochenende, wo wir zusammen drin waren. Es ist ein Wort von Jesus hingekommen, wenn er gesagt hat, das Wichtigste ist, lieb Gott.
und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Es sind so die zwei Aspekte drin. Oder Follow Jesus heisst immer auch Beziehung zum Vater suchen, zu Gott suchen, mit ihm in Gemeinschaft gehen. Da sind wir wieder bei dieser Zeit, die wir brauchen mit ihm. Und dann lieb deinen Nächsten wie dich selber. Bist da für die Menschen um dich herum. Es ist nichts kompliziert. Man könnte sagen, ja, das ist mega schwer. Hey, ich glaube nicht. Aber es braucht eine mutige Entscheidung, auch klar Schiff zu machen. Und dann setz dich Gott aus. In ganz einfachen, simplen Zeiten vom Gebet. Und nimm wahr, wo er möchte dich mit deinem Namen, mit dem, wo du bist, in deinem Alltag brauchen. Ich glaube, dann kann mega viel passieren. Das ist die Geschichte von Elia, der erste Teil, und was sie uns zurufen kann, wo sie uns auch mit darin einladen möchte. Und ich möchte schliessen mit einer Zeit, wo wir im Gebet vor Gott kommen und auch reflektieren, was Gott zu uns redet. Und ein Gedanke, der mir dabei gekommen ist auch, dass Gott der Versorger sein will. Und das Bewusstsein ist mir irgendwie gewachsen. Besonders schwierig ist ja das dann, wenn man Mangel erlebt. Und vielleicht bist du heute auch da drin und merkst, ich habe eigentlich Mangel an einem Ort. Und dann ist die Gefahr natürlich umso grösser. Selber anfangen zu wirken und sich den Mangel irgendwo zu stillen. Vielleicht dann plötzlich auch an einer anderen Quelle, an einem anderen Ort, bei einem anderen Gott, bei einem anderen haltversprechenden Konsumgut. Und so möchte ich für das auch besonders beten, weil es mir auch bewusst ist, man besonders verletzlich in dieser Zeit. Ja, und so kommen wir vor dich, Vater im Himmel. Jahwe, Gott vom Leben, Schöpfer von Himmel und Erde, der nicht nur die Vegetation bedient mit Wasser, sondern wo dieser Welt das Leben auch eingehaucht hat. Und wir danken dir vielmals, dass du auch uns das Leben schenken möchtest. Und wir danken dir für die Geschichte von Elia und was sie uns alles möchte sagen. Und ich möchte dich einladen, Heiliger Geist, dass du zu uns redest und zeigst, wo wir gefragt sind. Wo möchtest du uns klar machen, welchen Namen wir tragen, wenn wir in die Welt raus, uns in dieser Welt bewegen? Wo möchtest du uns beauftragen? Wo möchtest du uns dann auch in diesem Auftrag versorgen? Danke, dass du zu uns redest. Und das ist auch individuell bei jeder Person, wo wir heute hier zusammen sind. Ich möchte besonders beten für alle unter uns, die Mangel leiden. Sie sagen, ja, es klingt so einfach und schön, jetzt ist es uns wieder gesagt worden, aber eigentlich habe ich Mangel. Das ist meine Not. Ich lebe in der Dürre. Es fehlt mir. Und wo auch dann natürlich die Suche nach Rettung und Hilfe an vielen Orten kann sein. Ich bitte dich, dass du mit Regen versorgst. Ich bitte dich, dass du dich zeigst als der wahre Versorger, als dem, wo es sich lohnt, auf uns zu vertrauen. Ich bitte dich, dass du mitten in der Wüste Raben schickst, Bech vom Wasser zeigst. Ich bitte dich, dass du kommst in Form von Witwen und den Unscheinbarsten und zeigst, dass wir genug haben, wenn wir Gott da drin stecken. Danke dir vielmals für das. So laden wir dich ein, die kommende Zeit, wenn wir zusammen vor dich kommen, zusammen miteinander Lieder singen, zusammen dich anbeten, dich ins Zentrum rücken und sagen, du bist Jahwe, Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist treu und du bist Versorger. Amen. Und ich lade euch ein, die mögen auch, zum einfach